Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu der Panoramasendung hier direkt von der Marktgasse Bern mit dem Zeitglocken im Hintergrund. Wir haben 3 Themen. Das Interlaken probiert man mit einem neuen Tool, mit einer Gäste-Map, also einer Karte, den Tourismus mehr zu lenken und dass sich die Leute auch besser auf ihre Reise nach Interlaken vorbereiten können. Dann gehen wir wegen dem 1. August in einen Laden, der Kracher und Raketen verkauft. Und wir reden darüber, dass der General Guisan, der ja das Hauptquartier während dem Zweiten Weltkrieg teilweise in Interlaken war, das Unterseen einen geheimen Rückzugsort hatte. In Interlaken geht man neue Wege, wenn man probieren will, dass Touristen, wenn sie kommen, besser orientiert sind, sich besser zurechtfinden. Und zwar hat die TOI, die Tourismusorganisation Interlaken, ein neues Tool entwickelt, also eine Karte, eine Map, also Interlaken Map, die man elektronisch herunterladen und sich dann informieren kann. Und wir sehen, wie das exakt funktioniert. Wir befinden uns momentan in einer Testversion, wo unsere Toy Angels den Gästen die Interlaken Map zeigen. Das ist ein neues Produkt von uns. Und da geht es darum, dass sich der Gast in Interlaken möglichst schnell zurechtfinden kann und auf Ausflugsziele, Unterkünfte oder auch Gastrobetriebe draufklicken kann, die Route berechnen und dann so die Navigation zu seinem gewünschten Zielort starten kann. Wir halten auch weiterhin an der analogen Lösung fest. Aber wir haben gespürt, dass es immer mehr ein Bedürfnis ist, dass der Gast auch digitale Lösungen hat. Und darum jetzt eben der Weg mit der Interlaken Map. Google Maps ist sehr komplex aufgebaut. Es beinhaltet sehr viele Sachen. Und wir wollten eine Lösung haben für uns mit dem lokalen Wissen drin und auf Interlaken zugeschnitten. Die Customer Journey fängt an, indem der Gast schon daheim seine Reise plant, seine digitale Gästekarte, die er vom Beherberger ausgestellt bekommt, auch daheim abladen kann und auch die Interlaken Map dort integriert hat, sodass er sich dann vor Ort zurechtfindet. Mit der Interlaken Map haben wir die Vorteile, dass es lokales Wissen beinhaltet, dass es immer top aktuell ist. Beispielsweise die beliebte Höhenmatte haben wir als Respektzone drin, dass die Gäste erst auf die Wiese gehen, wenn das Gras frisch gemäht ist und trocken ist. Und dort warnen wir auch noch vor Paraglider, die landen, sodass sie nicht im Weg herumstehen. Ich sehe die Interlaken Map als Lösung für die Zukunft, für die Gästeströme gezielt zu lenken und die Gäste, die hier vor Ort sind, auf unsere Gepflogenheiten sensibilisieren. Wir sind hier in einem wunderschönen Aussichtspunkt von Interlaken, im Hobühl-Pavillon, wo das Toy regelmässig schaut, dass er in einem guten Zustand ist, sodass die Gäste und die Einheimischen mit einem kurzen Wanderweg von der Harder Talstation hier oben die Aussicht auf das wunderschöne Interlaken zwischen Brienzer und Thunersee werfen können. Genau an einem solchen Ort, wo wir schön auf Interlaken sehen, sind wir inspiriert worden, etwas zu unternehmen, das einerseits den Gästen hilft, sich besser, schneller, einfacher zu orientieren im Ort, aber gleichzeitig auch den Einheimischen einen guten Nutzen bringt. Wir haben eine lange Zeit analysiert, wie wir am besten vorgehen können. Wir haben Daten gesammelt, wir haben uns Überlegungen gemacht, was am effizientesten hilft, dass der Gast sich daheim vorbereiten kann, dass er eigentlich effizient und angenehm durch einen Ort reisen kann. Sein Hotel, seine Ferienwohnung, sein Hostel oder seinen Campingplatz finden kann, so dass es weiterhin Berührungspunkte zu den Einheimischen gibt, aber dass die Einheimischen wahrnehmen können, dass das Toy bestrebt ist, eine gewisse Entflechtung herzubringen bei den Gästeströmen. Es geht eben darum, dass nicht alle zur gleichen Zeit an den gleichen Ort hergehen, sondern dass wir alle schönen Orte, die es noch gibt in Interlaken und um Interlaken, zeigen, sodass es der Gast in seine Tagesplanung aufnehmen kann und nachher Sachen finden oder entdecken, die er sonst gar nicht hätte gemacht. Soweit der Beitrag von Patrick Schmid. 1. August habe ich persönlich eine kleine gespaltene Beziehung. Mir ist nämlich mal ein Schweizer Kracher da in der Hand explodiert als 7-jähriger Erstklässler. Und ja, da hat man einen gewissen Respekt vor Raketen und eben Kracher. Aber nichtsdestotrotz schauen wir gerne den Beitrag jetzt an von Pablo Sulzer in der Serie «Zusammen unterwegs». Gehen wir. Herzlich willkommen zur 29. Folge von «Zusammen unterwegs». Der Nationalviertag steht vor der Tür und am 1. August freuen sich besonders Feuerwerkfans darauf. Wir gehen mal schauen, was Linda hier im Sternenhimmelladen so zu bieten hat. Gehen wir! Hallo Linda. Guten Morgen, Papa. Das ist jetzt Besuch beim Sternenhimmel, zu Bern im Mobischon.
Das ist ein Feuerwerkladen. Man merkt hier, die Leute sind sehr dankbar, dass es diesen Laden noch gibt. Ihr seid bereit für den 1. August? Wir sind voll parat. Es hat dieses Jahr sehr, sehr früh angefangen, dass die Leute kommen. Was tut ihr hier ausstellen im Schaufenster? Die Produkte sind alle leer. Also da ist nichts drin, das dürfen wir gar nicht. Wir dürfen reinschauen und Selbstverständlich. Also, gehen wir. Seit wann gibt es den Laden? Die Geschichte fängt an beim Knaufred. Der Knaufred ist ein Ursprung hier oben in der Stadt, am Waisenhausplatz. Der Fred Burri hatte dort die Tropa-Drogerie. Und irgendwann hat er die Drogerie verkauft. Er hat hier den Raum hier im Mobischul gefunden. Und er hat gefunden, er möchte das jetzt gerne verkaufen. Bei unserem Vorgänger, Hans-Peter Krieg. Und dann seid ihr ja gekommen. Ihr seid Linda und Paul. Genau. Ja. Ist das nicht, wo du überlegen musst, mache ich das oder nicht? Also, Wollen wir nicht. Wir haben beide einen Beruf. Wir sind beruflich extrem eingebunden. Wir haben unsere Berufe auch nicht aufgegeben. Also das hier ist nicht unsere Hauptbeschäftigung. Und für mich ist es natürlich einfach ein Traum. Hast du ein bisschen den Verkaufsbereich? Genau. Ich komme mal da rein, als wer hier kommt. Ja, soll ich gleich hinter Text? Sehr gerne. Also, dann gehen wir noch mal schnell raus. Fangen wir noch mal an. Also, der Nationalviertag kommt. Wir wollen uns ein bisschen ausrüsten mit gutem Material. Die Linda wartet uns und beratet uns, was es dieses Jahr so ein bisschen gibt. Hallo. Hallo, willkommen. Ja, es ist Wahnsinn, gell? Wenn du hier kommst, hast du zuerst einmal riesen Augen. Genau. Wie ist es für dich? Was hast du lieber? Ja, also ich bin natürlich die gerne wirklich grosse Feuerwerke hat. Mir geht es nicht ums Knallen. Das Knallen ist halt einfach ein Seiteneffekt. Also Blut gibt es einerseits in Form von den sogenannten Batterien. Das ist ein Verbundfeuerwerk. Dann einfach die klassischen Raketen von ganz klein bis ganz gross. Das kennen nicht viele. Das sind die Superstar. Ein Single-Shot, also wie eine Rakete mit einem wunderschönen Bild. So einen Laden zu führen, das ist gerade ja Hochsaison, 1. August, wie ist das so? Es geht natürlich sehr, sehr, sehr viel Freizeit dran, was alles hinten dran läuft, mit Bestellungen. Das wird halt am Abend oder am Wochenende erledigt. Das ist so eine Riesenrakete, ja, ich glaube nicht, dass man die kaufen kann. Nein, die grösste Rakete hier, die ist nicht verkäuflich, die ist auch nicht zugelassen. Die Ladung, die sie hat, ist natürlich einfach grandios. Also ja, voilà. Als wir letztes Jahr im April die Eröffnung hatten, haben wir draussen ein Zelt und Musik und ganz viele liebe Leute. Und dann ist mein Vater mit der gekommen und hat mir die zur Eröffnung geschenkt. 1,5 Jahre ist man schon unterwegs. Also es gibt natürlich eine gewisse Erfahrung, es gibt eine Routine. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so eine grosse Sache ist. Aber es ist nicht etwas, wo wir hören auf, im Gegenteil. Es macht riesen Spass. Es kommen manchmal Leute hin, stehen vor diesem Zuckerstockgestell und sagen, welches ist der schönste. Es ist so individuell. Die hier oben, das sind sogenannte Vulkanfächer. Das tust du eigentlich genau so, wie es jetzt ist, herstellen. Und dann hast du so wie eine Krone oder so wie einen Fächer. Darf ich zahlen? Bitte schön, ja. Also. Und Linda, sag, wie ist das, wenn du hier stehst und dann siehst du so vielleicht auch die strahlenden Gesichter? Ja, das ist schön. Also wenn hier die Tür aufgeht und die Leute reinkommen, dann sind alle wieder Kinder. Die Diskussionen mit den Eltern, die sie haben. Wir haben vom Baby auf dem Arm beim Papi bis zu der Großmutter, die für einen Enkel ein Zuckerstöckchen kaufen. Es gibt sicher Momente, wo du sagst, heute ist eigentlich gar nicht so schlecht oder eigentlich sogar besser als erwartet. Also ich habe sehr gerne gedacht, es muss nicht die Hütte voll sein oder so, das ist nicht nötig. Aber ich habe sehr gerne, wenn ein Ehepaar kommt und sagt, ja, meine Tochter heiratet in einem Monat, was könnten wir empfehlen? Gestern war aber auch eine Situation eben mit einem Vater und einem Sohn. Der Sohn hat das Körbchen gefüllt mit irgendwie 4 Päckchen Tönder und ich habe gesagt, Mensch, nicht eins reicht. Zum Schluss ist er in die Kasse gekommen, der Sohn hat gesagt, eins reicht. Und das sind so Sachen, die auch schön sind. Oder? Ja. Wir dürfen sogar noch um einen zweiten Standort von euch schauen. Richtig. Ihr geht dann noch zum Paul am Waisenhausplatz. Paul ist ja mein Geschäfts- und mein Lebenspartner. Wir dürfen immer vor dem 1. August und vor dem Silvester am Waisenhausplatz einen Container aufstellen. Wir haben jetzt gefunden, die Präsenz in der Stadt, die Fakt, die Leute kennen den Container. Merci Linda, hast du uns durch den Laden geführt. Merci Pablo toi, toi, toi für die Tage. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Und wir schnipsen uns eben zum Paul rauf. Jawohl. Willst du gerade übernehmen? Du kannst einfach einmal in die Kamera schnipsen. Ciao Paul, freut mich, dich kennenzulernen. Ciao Pablo. Ja, ihr seid hier am Waisenhausplatz, der zweite Ort von unserem Geschäft. Und ich bin jetzt momentan am Einrichten, für das der Melfi startet. Gerade losgeht, genau. Es sind die verschiedensten Begegnungen mit grossen, kleinen, alten, jungen, skeptischen Leuten. Sehr interessant. Es ist eine sehr intensive Sache. Also, Und das ist etwas Historisches, was hier ist, oder? wir wollen die Tradition weiterführen, hier auch für die Leute. Sie waren sehr überwältigend vom ersten Mal, wie viele Leute es wirklich gibt, die dem Freude haben. Wir sind gespannt. Wir sind auch gespannt auf deine Tipps. Ja, es ist alles gut, natürlich. Es sind eine kleine Anzahl Leute. Sagen wir mal so 8 bis 10 Leute, so, die Freude haben an bunten Sachen. Bunte Sachen. Also, man- weil für uns muss es auch nicht nur immer knallen. Wir haben selber ein Haustier, verstehen die Voten, die sind gegen den Knall. Ja.
die Richtung geht, gegen das Lautenfeuerwerk, dann tue ich euch eine Rechnung machen. Sehr gerne. Ja, ist gut, machen wir so. Also, dann nehmen wir mal doch. Wir haben uns entschieden, was wir mitnehmen. Fantastic Mix, der passt. Paula, ist das gut? das ist das Beste, was so läuft am Manege. Also, merci, dann nehmen wir. Merci, Paula, hast du uns hier empfangen. Pablo, merci vielmals, gute Zeit. Genau, wir hoffen, ihr feiert gut den 1. August und auch sonst gut zu feiern. Das war die 29. Folge «Zusammen unterwegs». Es folgt gleich schon die 30. Wenn ihr auch eine Story habt, die ihr erzählen wollt, dann schreibt uns via plattformj.ch oder nutzt die App. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Zusammen unterwegs mit dem Pablo Sulzer. 1. August 1940, da hat der General Guisan eine ganz wichtige Radioansprache gehabt, wo er die Nation hat hinter sich versammelt, dass man wehrhaft ist. Und von diesem General Guisan haben wir sitzen. Während dem Zweiten Weltkrieg war ja während 3 Jahren das Hauptquartier in Interlaken, im heutigen Gemeindehaus. Und der Guisan hat, was man nicht weiss, zu Unterseen so einen kleinen Rückzugsort gehabt, wo er dann zwischendurch auch mal ein bisschen läuen. Der Ben Abeckle zeigt uns, wo das genau ist. Meines Wissens hat er nicht in der Pension gehauset, sondern hier war einfach ein Gartenhäuschen, wo er ab und zu die Freizeit verbracht hat. Und der Legende nach sind hier auch Delegationen von den Kriegsparteien begrüßt worden. Das sind Anekdoten zum Teil. Aber das ist es so, der Guisan war hier ab und zu anwesend. Das hat eine lange Geschichte, die zurückgeht bis zur Reformation. Und die Gegend hat ursprünglich Bad geheissen. Und seit dem Ende des Ersten Weltkriegs ist nachher der Name Manor-Farm aufgekommen. Herr Richard, ihr habt es gerade angetönt, das ist ein geschichtsträchtiger Ort. Wieso bietet man denn vielleicht nicht geführte Tour an für die Feriengäste hier? Ich meine, das Interesse ist heute vielleicht auch nicht mehr so gross. Und wir haben das hier im kleinen Rahmen mit dieser Galerie, reden wir auch über Geschichte reden. Und da ist jeden Monat am letzten Samstag können die Leute da kommen und dann bekommen sie diese Ausführungen und können auch einen Blick in die Galerie werfen. Der Beitrag von Ben Abeckle. Morgen ist also der 1. August und wir haben auf der Website plattformj.ch eine Übersicht, was in eurer Gemeinde passiert, wo das Feiern sind. Und dann zeigen wir vor allem auf, wo das die bernischen Parlamentarier, also die eidgenössischen Nationalräte, Ständeräte, wo sie ihre Reden haben. Geht reinschauen auf www.plattformj.ch, musst du gesehen haben. Das Wetter, das ist leider am 1. August ein bisschen feucht. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Ein Tief liegt momentan über Dänemark und bestimmt das Wetter in der Schweiz mit einer westlichen bis nordwestlichen Höhenströmung kommt so weniger warme und eher feuchte Luft in die Schweiz. Ein Ablauf für den 1. August ist schwierig zu sagen. Man kann aber durchaus davon ausgehen, dass es am Vormittag schon zu ersten Regengüssen mit Blitz und Donner kommt. Die Morgentemperaturen die liegen dann so bei etwa 15 Grad. Auch am Nachmittag sieht es nicht wirklich besser aus. Es ist dann verbreitet mit Regengüssen und natürlichem Feuerwerk in Form von Blitz und Donner zu rechnen. Wie immer gibt es in Gewitternähe dann recht kräftige Windböen. Sonst haben wir einen mäßigen Westwind. Die Temperaturen die liegen am Nachmittag leicht über 20 Grad. 0 Grad Grenze ist auf etwa 3200 bis 3300 Meter. Am Samstag wiederholt sich das Spiel. Es ist auch dann unbeständig und immer wieder nass. Bei nur noch etwa 19 bis 20 Grad. Ab dem Sonntag gestaltet sich das Wetter wieder freundlicher. Und auch die Sonne zeigt sich dann wieder öfters, wobei es am Montag mit einer Mini-Warmfront ein bisschen bewölkter ist als am Sonntag. Das Temperaturniveau das zeigt dann aber wieder aufwärts. So ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass es vor allem am übernächsten Wochenende wieder sommerlich bis hochsommerlich warm werden kann. Soviel zum aktuellen Wetter.
Ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen ganz guten Tag und einen ganz guten Nationalviertag. Machen Sie es gut. Ade miteinander.